Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschtern. Ich habe an meiner letzten Emission über die Straßburger Plenarsitzung gesagt, ich gebe über die Resultate vom Sommet von den Staats- und Regierungschefen zu Brüssel den 21. und 22. Juni berichten. Weil ich den 21. Juni, wo ich diese Mission abgeholt und zu Straßburg, natürlich noch kein Resultat hat. Ich konnte wo es wirklich Schlussfolgerungen von dem Sommet lesen und analysieren. Und ich muss natürlich sagen, dass das einzig positive Signal da ist, dass sie zu einer Konklusion kommen sind, wie es ohne Verfassung weitergehen soll. Was tun sie dann noch wirklich beschlossen, die 27 Staats- und Regierungschefen? Das Wichtigste ist, dass sie dezidiert haben, eine Regierungskonferenz anzuberufen, die 4. Juli aufhängen soll, an die für hier Arbeit ein Mandat kriegt. Ein Mandat, das am Detail an einer Annex umschrieben ist. Dieser Annex hat 16 Seiten. Und das ist natürlich für Insider ganz interessant, weil er herausfindet, wo wen schon noch gehen hat. Ich kann darüber nicht mehr sagen, dass immens schrecklich Kompromisse gemacht wurden und das Pappen und Mammum vom Verfassungsvertrag natürlich kann nicht mehr immer kennen. Es kann ich so regelrecht Soff. Es wird an den nächsten 10 Jahren keine Verfassung geben. Es gibt einen Reformvertrag, an dem bestimmte Neuerungen, die an dem Verfassungsvertrag waren, aber eingearbeitet sollen gehen, wie es an dem deutschen Jargon heißt. Ich bin Pragmatiker, wie wir vor 6 Jahren angefangen haben, von einer Verfassung zu schwätzen, war ich damals der Meinung, dass wir vielleicht ein bisschen heiß gegriffen. Lo fand ich mich bestätigt an meiner Haltung. Wir kommen lo an die Realität zurück, die wir an der Euphorie von sicher gut intentionierten Visionisten verloren hatten. Aber es war an den Jahren, besonders während dem Konvent, den der Verfassungsvertrag ausgeschafft wird, politisch unkorrekt auch nicht die kleinsten Zweifel zu äußern, ob das der richtige Weg wäre. Das ist natürlich gut, dass es in Europa Visionäre gibt, weil wenn das nicht der Fall wäre, hätten wir nicht einmal die pure Grimmele retten können, die noch den Diskussionen zu Brüssel vom 21. bis 23. Juni auf dem Sommet übrig geblieben sind. Was da an der Politik ist wie am Leben. Da gibt es auch Optimisten und Pessimisten. Die ersten Optimisten, die so immer das Glas wie halb voll. Pessimisten, die gesehen nehmen, dass es halb weit lässt. Oder wie ich auch oft sagen, es gibt da immer die gesehen nehmen die Löcher am Käse. Am Käse von dem Verfassungsentwurf gibt es sicher viel Löcher, ganz große. Es bleibt von der Masse vom Käse wenig übrig. Lo muss an der Regierungskonferenz am Kader von dem kleinen Spielraum, den noch bleibt, verhandelt gehen. Was uns als Europaparlamentarier interessiert, das, dass die künftige Zusammensetzung vom Europäischen Parlament auch ob ist. An der Verfassung war ja klar, dass es ein Minimum von 6 Deputierten für alle Memberstaaten gibt. Das heißt, wir hätten zu Lützeburg 6 behalten. An Malta, das lo 5 wird,
das ist ja ein bisschen mehr klein wie Lützeburg, hat er 6 gekriegt. Bis Oktober 2007 soll laut das Europäische Parlament ein Projekt vorlegen für rechtzeitig für die nächsten Europawahlen von 2009 den Weg für eine Regelung der Frage der künftigen Zusammensetzung des Europäischen Parlaments zu ebnen, für ihr textuell an die Konklusionen vom Sommet hecht. So viel für heute darüber. Ich werde an den nächsten Wochen am Montag viel Gelegenheit tun, ob Verhandlungen für den Reformvertrag zusammenzukriegen, zurückzukommen, besonders auch ob die Probleme, wie an Zukunft Decisionen an der EU von denen 27 Länder und Kinder vielleicht auch nach mehr soll geholgen. Am Verfassungsvertrag war ja vorgesehen, Majoritätsdecisionen könnten mit 55% von den Memberstaaten, die aber dann 65% von der EU-Population gingen repräsentieren, geholgen. Diese Regelung soll auch an den Reformvertrag überholgen. Sie soll aber nicht 2009, mehr erst 2014 in Kraft treten, also dann, wenn ich voraussichtlich nicht mehr am Europäischen Parlament werde sein. Bis dahin gelten die viel kritisiert, kompliziert Aufstimmungsregeln vom Traité de Nice. Als Streitfall sollen Länder nach bis 2017 verlangen können, dass nur die Nice-Regeln aufgestimmt wird. Für eine Sperrminorität müssen sich 4 Memberstaaten ähnlich sein. En plus soll es bis 2017 auch noch möglich sein, dass 55% von den Memberstaaten eine Decision verhindern können. Bislang waren dafür, für so eine Decision zu verhindern, 75% von den Memberstaaten niedrig. Bon. Lass mich nicht mehr sagen, dass ein verstärkte Zusammenarbeit soll möglich sein, wenn 9 Memberstaaten das wollen, und dass die anderen, die nicht wollen, dann nicht mitzumachen brauchen. Mit Schengen und auch mit dem Euro hatten wir ja das so gemacht, und lo sind sie bei Schengen bald, mit beim Euro noch nicht. Ich bin am Anfang aber weder mit Opt-out, das heißt, dass ein Memberstaat an bestimmten Domänen nicht mitzumachen braucht, nicht froh, und auch mit einer verstärkter Zusammenarbeit von den Memberstaaten, die nicht mehr auf Bremser brauchen zu werden. Auch das ist für mich nicht das Geld von mir. Aber wenn es da nicht geht, dann ist Opt-out und dann ist auch die Europe à deux vitesses noch immer besser wie eine komplette Immobilität, wo gut nichts mehr geht. Wie gesagt, Politik ist die Kunst des Erreichbaren, und dafür ist das Resultat vom Sommet wirklich ein Musterbeispiel, wann auch ein traurig. Das ist besonders traurig auch, dass England bei der Charta von den Menschenrechten Opt-out soll kriegen. Aber wie gesagt, wir müssen gucken, wie es an der Regierungskonferenz weitergeht am Kader von dem Mandat, den die Konferenz Sommet gekriegt hat. Ich sage merci für das Nachstellen.